Ah. Okay. Okay. She's definitely Okay, sie ist definitiv tot. just like Genau wie ich gesagt habe. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads steht eine Hütte. Und im Keller dieser Hütte ist eine Prinzessin. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Slay the Princess. Und ich hab's am Ende der letzten Folge angekündigt. Heute wird geschlachtet. Heute gibt's Speed Slay. Slay Speed. Speed Schlachten. Keine Ahnung. Ich hab vor, jedes Mal so schnell wie möglich reinzugehen, in den Keller, Waffe zu nehmen und die Prinzessin zu erschlagen. So, und dann gucken wir mal. Also ich versuche, alles so schnell wie möglich zu machen. Mal gucken, was bei rumkommt. Du bist hier, um sie zu erschlagen. Tust du es nicht, ist es das Ende der Welt. Ach ja. Wie gesagt, alles weg. Setze deinen Weg zur Hütte in Stille fort. Du folgst im schmalen Pfad bis zur Hütte. Darin findest du die Prinzessin. Ein Wort der Warnung, bevor es weitergeht. Sie wird lügen, betrügen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie zu erschlagen. Glaub ihr kein Wort. Wir werden das nicht wirklich tun, oder? Sie ist eine Prinzessin. Unsere Aufgabe ist es, Prinzessinnen zu retten, nicht sie zu erschlagen. Ignoriere ihn. Er weiß nicht, wovon er spricht. So, fortsetzen. Wie gesagt, reingehen, Messer nehmen, runtergehen, möglichst wenig reden. Wir machen hier einen Speedrun. Das Innere der Hütte ist fast komplett kahl. Die Luft ist abgestanden, Fußboden und Wände sind von einer dünnen Staubschicht bedeckt. Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein schmuckloser Holztisch. An der Kante dieses Tisches liegt eine makellose Klinge. So, die Klinge ist dein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Nimm die Klinge. Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es auch eher schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Ich betrete den Keller. Alles normal, soweit normal. Die Tür zum Keller öffnet sich knarzend und gibt den Blick auf eine Treppe frei, auf die von unten her ein schwaches Licht fällt. Die Luft ist drückend schwül und aus dem uralten Holz dringt ein Hauch von Fäulnis. Ich muss ein bisschen warten. Wenn die Prinzessin hier wirklich lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Ihre Stimme dringt die Treppe hinauf. Wer ist da? Sie klingt gefährlich. Fast so, als ob sie hier unten das Sagen hätte. Lass dich nicht von ihr täuschen. Das ist alles Teil ihrer Manipulation. Geh weiter die Treppe hinunter. Es wird nicht geredet. Speedrun, Speedrun. Gut. Noch bist du bei Verstand. Du gehst die Treppe hinunter und schaust der Prinzessin in die Augen. Eine schwere Eisenkette an ihrem Handgelenk fesselt sie an die hintere Kellerwand. Sie wirkt so kalt und schön. Kann sie denn wirklich eine Gefahr für die Welt darstellen? Konzentriere dich auf deine Aufgabe. Und da bist du ja, hm? Bist du hier, um mich umzubringen? Zwing dich, ruhig zu bleiben und tritt vor. Du nimmst all deinen Mut zusammen und greifst die Klinge noch fester, bevor du vortrittst. Oh, du willst also nicht reden? Na schön. Wie kommst du überhaupt drauf, dass du mich töten kannst? Glaubst du, ich bin ohne Grund in diesem Keller eingesperrt? Du hast nichts als ein kleines Messer dabei und müsstest schon ziemlich nah herankommen, um es zu benutzen. Ganz ehrlich, du solltest es lieber fallen lassen. Du willst nicht herausfinden, wie gefährlich ich wirklich bin. Sie ist unbewaffnet. Wenn du jetzt zögerst, ist es zu spät. Bring es zu Ende. Erschlag die Prinzessin. Ohne auch nur einen Moment zu zögern, stürzt du nach vorne. Du spürst, wie ihr Fleisch nachgibt. Als du nach unten schaust, sinkt deine Klinge bereits tief in ihr Herz. Genau, das war's, oder? Das ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich hätte es kommen sehen müssen, aber
Ich frage mich eines. Glaubst du wirklich, das reicht, um mich zu töten? Es ist, als wäre sie überzeugt, dass sie nicht sterben kann. Ja, selbst im Sterben glaubt sie noch fest daran, dass sie gesund und am Leben ist. Aber es ist vorbei, oder? Sie hat aufgehört zu atmen, aber ihr überheblicher Blick steht ihr noch immer ins Gesicht geschrieben. Aber ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Natürlich ist es vorbei. Sie ist tot. Ja, ganz recht. Es ist vorbei. Nach getaner Arbeit steigst du die Treppe hinauf und schließt die Kellertür hinter dir. Warum habe ich das Gefühl, dass wir etwas Furchtbares getan haben? Du hast jemanden getötet. Höheres Wohl hin oder her. Du wärst nicht ganz richtig im Kopf, wenn du keinen Anflug von Schuld fühlen würdest. Aber es war für das höhere Wohl. Eines Tages wird dir das helfen, dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Aber dieser Tag ist nicht heute. Lass uns einfach von hier verschwinden. So. Du öffnest die Tür der Hütte, bereit in eine Welt zurückzukehren, die vor dem sicheren Untergang bewahrt wurde. Doch du findest keine gerettete Welt vor. Stattdessen findest du rein gar nichts. Wo gerade noch ein üppiger Wald stand, erstreckt sich nun die unendliche Leere einer fernen Welt. Was? Genau. Was ist passiert? Es geht allen gut, aber die Hütte und du, ihr seid jetzt weit und von allen anderen entfernt. Keine Angst, du bist hier sicher. Das ist gut so. Alle sind glücklich. Du wirst glücklich sein. Ja, okay, dafür, dass ich die Welt gerettet habe, dachte ich, ich bekomme irgendwie ein besseres Ende, ja. Das ist nicht das Ende. Jetzt, wo die Prinzessin erschlagen wurde, gehören Enden der Vergangenheit an. Nein. Das ist der Beginn der Ewigkeit. Das ist deine Belohnung. Das hatten wir in der letzten Folge. Da haben wir versucht, naja, also wir haben halt gar nichts gemacht. Wir haben die Prinzessin erschlagen und dann hatten wir halt die Wahl, was wir machen, und wir haben halt einfach nichts gemacht. Wir sind nicht zurückgegangen, wir sind nicht vorgegangen, wir haben uns nicht selbst umgebracht, wir haben einfach nur nichts gemacht und am Schluss sind wir verhungert und verdurstet. Grausam. Und das ist jetzt meine Belohnung? Es ist das Beste für alle. Vertrau mir. Die Zeit verstreicht. Du bist dir nicht sicher, ob Tage, Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte vergangen sind. Alles verschwimmt in wunderbarer, langweiliger Seligkeit. Du warst nie glücklicher. Hey, wir bleiben aber nicht für immer hier, oder? Auf keinen Fall. Hast du eine Idee, wie wir hier wegkommen? Ja, aber sie wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Die Klinge. Wir können die Klinge benutzen, um hier wegzukommen. Das haben wir in der letzten Folge, hätten wir das auch machen können. Wir haben uns dagegen entschieden. Ich höre jedes einzelne Wort, kleine Stimme. Es gibt nur eine Person, die du mit der Klinge töten könntest. Und ich befürchte, diese Person bist du, mein lieber Held. Er hat recht. Das ist der einzige Ausweg. Hörst du das? Er will dir dein Glück wegnehmen. Er will, dass dieser wundervolle Ort endet. Du etwa nicht? Wir könnten noch viel mehr bewirken, aber dafür müssten wir die Klinge benutzen. Wage es ja nicht. Also... Mir ist alles recht, solange wir aus dieser Hölle herauskommen. Eigentlich, ich meine, das Spiel macht es schon ziemlich gut, ne? Dass du hier einen Vorsatz dir nimmst und dann auf halber Bahn oder kurz vorm Ziel plötzlich denkst, nee, dem Erzähler, ich mache jetzt nicht, was der mir sagt. Oder der Held oder sowas, ne? Aber ich habe gesagt Speedrun, also mir ist alles recht, solange wir aus dieser Hölle herauskommen. Das geht nämlich das Schnellste. Ich will hier nicht in Ewigkeit in diesem blöden Raum sitzen, der so schön dann auch nicht ist. Thank you. Danke.
Ich habe diesen glücklichen kleinen Ort nur für dich erschaffen. Ist das denn keine gute Belohnung für die Rettung der Welt? Eine Ewigkeit des Glücks? Du undankbarer Wicht. Schön, wie ihr wollt. Zum ersten Mal, seit die Zeit bedeutungslos geworden ist, stößt du die Tür zum Keller auf und gehst die Treppe hinunter. Der Körper der Prinzessin ist längst zu Staub zerfallen, doch die Klinge, mit der du sie erschlagen hast, ist immer noch so makellos wie am ersten Tag. Du hebst die Klinge auf, erstichst dich damit und stirbst. Ende. War schön, dich gekannt zu haben. Kapitel 2. Der Geist. Du bist auf einem Pfad im Wald. Und am Ende des Pfads, ja, das kennen wir schon. Wir spulen jetzt hier mal ein bisschen vor. Wir müssen das nicht jedes Mal mitmachen. So, oh, du Mistkerl. Jetzt kann sich aber was gefasst machen. Ich kenne all deine Tricks. Warum ist er denn jetzt böse? Wir haben einen Weg gefunden. Wir sind halt tot. Ich gehe weiter zur Hütte. Es gibt einen Speedrun, haben wir gesagt. Ja, Wort der Warnung, bla bla. Oh, der Gleichgültige ist wieder da. Die wird kein Problem darstellen. Genau. Weil es uns nämlich egal ist, wir wollen einfach nur Speedrun machen. Ganz gleichgültig sind wir nicht. Wir wollen Speedrun. Wie sieht's denn hier aus? Das Innere der Hütte ist kalt und ein leicht erdiger Geruch liegt in der Luft. In den Ecken wehen Spinnweben. Hörst du den Wind von draußen, wie er die Fensterläden pfeifend gegen die Fenster schlägt? Das einzig nennenswerte Möbelstück ist ein eleganter, antiker Tisch, an dessen Rand eine makellose Klinge liegt. Die Klinge ist ein Werkzeug. Du wirst sie brauchen, wenn du das hier richtig machen willst. Es scheint, als wären wir hier schon sehr lange. Es wäre hier schon sehr lange keiner mehr gewesen. Ja, ich sag's doch die ganze Zeit, sie ist tot. Wir haben sie schon getötet. Du nimmst die Klinge vom Tisch. Ohne Waffe wäre es schwierig, die Prinzessin zu erschlagen und die Welt zu retten. Speedrun. Nein, ich gucke mir auch nicht einen Spiegel an. Ich gehe in den Keller. Die Tür zum Keller. Alter, wieso sage ich dann dauernd Keller? Tür zum Keller. Die Tür zum Keller öffnet sich stöhnend und gibt den Blick auf ein altes Geländer und eine knarzende Holztreppe frei. Alles ist von einer dicken Staubschicht bedeckt und du spürst mit jedem Atemzug, wie du ihn gemeinsam mit der abgestandenen Luft auch in deine Lungen saugst. Das Gebäude selbst wirkt tot. Wenn die Prinzessin hier lebt, dann tust du ihr gewiss einen Gefallen, indem du sie erschlägst. Der Raum ist in Stille gehüllt. Hier ist niemand. Er wartet. Auch wenn ich deinen Optimismus schätze, solltest du dir da nicht so sicher sein. Ja, dann müssen wir wohl einfach runtergehen und nachsehen. Als du die letzten Stufen hinabsteigst, fällt dein Blick auf die Prinzessin. Ein Skelett liegt auf dem Boden, das Handgelenk mit einer dicken Kette an die Wand gefesselt. Die liegt anders. Lag die nicht letztens mit dem Kopf links? Also genau anders wie jetzt? Die Füße rechts, Kopf links? Okay. Okay, sie ist definitiv tot. Genau wie ich gesagt habe. Bevor der Gedanke ausgesprochen ist, steigt ein Scheitel aus dem Boden hervor. Alter, guck dir das an. Ernsthaft jetzt? 2 tiefe Augen starren dich an, gefolgt von einem verschmitzten Grinsen. Schließlich schwebt der Rest des Körpers aus dem Boden hervor und schließt sich dem Kopf an. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier los? Ein Geist. Der Held hat Angst vor Geistern? Oh, wow. Wie furchterregend. Was kann uns ein Geist schon anhaben? Ist mir doch egal. Guck mal, die hat da sogar noch eine Wunde auf der Brust, wo wir jetzt Messer reingerammt haben. Oh, du bist es. Hallo, Mörder. Ich hatte gehofft, dich noch einmal wiederzusehen. Ich habe ein paar Probleme damit, wie unsere letzte Begegnung verlaufen ist. Wie es auch noch winkt. Hallo. Die Prinzessin schwebt durch den Raum und umkreist dich, wobei sie ihre Finger sanft über deine Schultern und deinen Nacken gleiten lässt. Oh, das ist schon irgendwie schön.
Ihre Berührung ist kalt und ätherisch, geisterhaft und doch real genug, dass die eisigen Fingerspitzen eine Gänsehaut auslösen. Sie hat also einen Körper und sie ist zum Greifen nah. Das heißt, wir können sie einfach nochmal töten, wenn wir wollen. Oh, ich würd so gern abwarten, was passiert. Aber Speedrun, wir haben gesagt Speedrun, ich bleib dabei. Wir schlagen die Prinzessin. Ohne zu zögern greifst du mit einer Klinge an. Es ist, als würdest du die Luft durchschneiden. Egal wie oft du auf sie einstichst, egal aus welcher Richtung du angreifst, du störst nur kurz ihre Form und findest keinen Halt. Deine Hand kribbelt vor Kälte, wenn du sie berührst. Ich bin quasi der Gleichgültige. Du bist süß, wenn du verwirrt bist. Ja, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu berühren. Alter, hat die ein Gesicht jetzt, hey. Wieso bist du überhaupt hier? Wolltest du sicher gehen, dass ich wirklich tot bin? Wenn ich gewusst hätte, dass ich nochmal mit dir reden müsste, hätte ich dich nicht erschlagen. Ich bin auch gestorben und schwebe hier nicht herum wie du. Was soll das? Hör auf, das Opfer zu geben. Du hast mich ein letztes Mal bedroht. Natürlich habe ich dich angegriffen. Sie soll die Welt zerstören. Du bist tot. Was machst du noch hier? Was willst du von mir? Erschlag die Prinzessin aber energischer. Ja klar, machen wir. Der Pfad ist bereits ausgetreten und wurde von einem meiner vielen Augen gesehen. Du kannst ihn nicht noch einmal nehmen. Wähle einen anderen Weg. Ja, Moment, was? Hat sie das gerade gesagt? Oder ist dieses Vieh mit den Händen, wo wir die Gefäße bringen müssen? Okay, was willst du von mir? Mir fällt nichts mehr ein. Du bist tot. Okay, also einfach weiter einstechen bringt nichts. Müssen wir gucken, sorry, welche Antwort am schnellsten geht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nochmal mit dir reden müsste, hätte ich dich nicht erschlagen. Weiß nicht. Was ist passiert? Also keine Fragen stellen. Das da ist schon besser. Fragen, wenn du eine Frage stellst, kriegst du eine Antwort. Du musst eventuell noch eine Frage stellen. Also, das ist schon mal besser als das. Hör auf, das Opfer zu geben. Du hast mich ein letztes Mal bedroht. Natürlich habe ich dich angegriffen. Angeblich sollst du die Welt zerstören, deshalb, da willst du Antworten drauf. Du bist tot. Was könntest du überhaupt tun, um mich zu verletzen? Das ist eine Frage. Was willst du von mir? Ist eine Frage. Okay, Leute, mir fällt nichts mehr ein. Ideen. Eigentlich bleibt nur eins übrig. Wenn ich gewusst hätte, dass ich nochmal mit dir reden müsste, hätte ich dich nicht erschlagen. Und wenn ich gewusst hätte, dass du mich töten würdest, ohne mich zu kennen, hätte ich dir keine Chance gegeben. Wir machen alle mal Fehler. Hör auf, das Opfer zu geben. Du hast mich ein letztes Mal bedroht. Ja klar. Naja, du hattest ein Messer dabei. Hätte ich dich mit offenen Armen in Empfang nehmen sollen, während du mich offensichtlich erstechen wolltest? Das Messer hätte für alles Mögliche sein können, oder? Zurückkehren? Also nicht drauf eingehen auf das, was es sagt. Okay, das nehmen wir. Oh, Kack. Das war falsch. Jetzt haben wir nur noch Fragen. So. Natürlich habe ich dich angegriffen. Angeblich sollst du die Welt zerstören. Deshalb habe ich dich letztes Mal auch getötet. Ach, daher die Feindseligkeit. Ich weiß wirklich nicht, wie du darauf gekommen bist. Und? Wolltest du, dass die Welt ihr Ende findet? Willst du die Welt zerstören? Ja oder nein? Nein, wenn wir zurückkehren, gehen wir wieder eins zurück. Das wollte ich nicht. Sorry, ich habe hier so einen Husten im Hals. Der will nicht richtig raus. Naja, egal. Willst du die Welt zerstören? Ja oder nein? Ich habe dir meine Antwort schon gegeben. Ich will einfach nur hier weg. Mich nicht mehr eingesperrt fühlen. Die Welt könnte mir egaler nicht sein.
Ich erinnere mich ja nicht mal mehr an sie. Ich glaube, eine bessere Antwort bekommen wir nicht. Okay, dann müssen wir halt doch eine Frage stellen. Okay, Leute, mir fällt nichts mehr ein. Ideen? Wir könnten ihren Körper zwar nicht so leicht töten, aber die Knochen da sehen ziemlich echt aus. Vielleicht töten wir sie, indem wir die kaputt machen. Kann die uns berühren? Also ja, es ist dann so ein geistiges Ding und es wird kalt und so, aber kann sie uns schubsen oder abhalten irgendwie? Vielleicht wird sie auch endlich ihre Ruhe finden, wenn wir die Knochen begraben. Nimm nichts von ihr mit aus der Hütte. Vielleicht solltet ihr aufhören, nach Hintertüren zu suchen und eure Energie darin investieren, sie zu erschlagen. Ja, aber das haben wir doch versucht. Okay, du bist tot. Oder zumindest größtenteils. Was könntest du überhaupt tun, um mich zu verletzen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Eine langweilige Frage mit einer einfachen Antwort. Nichts. Sie ist tot. Tote Dinge können uns nichts anhaben. Das musst du nicht wissen. Vielleicht kann ich dir ja gar nichts tun. Seht ihr? Aber vielleicht kann ich dir auch das Herz rausreißen. Wer kann das mit Sicherheit sagen? Mir gefällt diese Ungewissheit nicht. Ich weiß nicht, was ich tun oder wem ich vertrauen soll. Was, wenn ich deine Knochen draußen begrabe? Das sind nur Knochen. Das bin ich. Begrab sie, zerstör sie. Mir egal. Der staubige Haufen Tod ist nur eine Erinnerung an deine Taten. Mit ihm kannst du nichts wieder gut machen. Okay. Ich bin auch gestorben und ich schwebe hier nicht herum wie du. Was ist passiert? Wieso bin ich anders? Wieso bist du anders? Du siehst gar nicht tot aus. Mörder. Die Prinzessin greift nach deinem Handgelenk und eine plötzliche Kälte breitet sich über deine Arme aus. Ihr Blick ist fest auf deinen gerichtet, während du versuchst, dich aus ihrem Griff zu befreien. Okay, sie kann uns also anfassen. Du fühlst dich auch nicht tot an. Sie lässt los und bringt etwas Abstand zwischen euch. Deine Fingerspitzen kribbeln schmerzhaft, als die Kälte nachlässt. Mich interessiert weniger, warum oder wie du bist, sondern eher, was du bist. Das ist eine gute Frage. Was sind wir eigentlich? Also wir sind ein Monster, ja, klar. Also wir haben Krallen und wir scheinen Federn zu haben. Ich habe versucht, allein hier rauszukommen. Bevor du zu mir zurückgekommen bist, habe ich jeden Zentimeter untersucht. Selbst die Ritzen in der Wand. Aber ich habe keinen Ausweg gefunden. Ich bin immer wieder hier gelandet. Ich will einfach nach Hause. Mir ist so kalt hier und ich bin so allein. Ich glaube, das ist das Ende. Jedes Mal, wenn diese Handgedödel da kommen, sagt sie sowas wie, mir ist kalt. Du kannst kommen und gehen, wie du willst, oder? Also, nimm mich mit. Du schuldest mir schließlich noch etwas. Auf keinen Fall. Fragt sie gerade, ob sie von uns Besitz ergreifen darf? In der Tat. Aber ich hoffe, ich muss nicht erklären, wieso das keine Option ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie hier rauskäme. Und wenn ihr sie reinlasst, wird sie kaum noch etwas aufhalten können. Würde sie uns bemerken, wenn wir sie reinließen? Das ist doch mal ein interessanter Gedanke. Dann könnten wir sie mit ihm bekannt machen. Was sie wohl zu demjenigen zu sagen hätte, der sie so gern tot sehen will. Oh, das ist wirklich verlockend. Dir wird nicht gefallen, was passiert, wenn du dich für diesen Weg entscheidest.
Frage. Und da sind wir halt unentschlossen. Wir haben gesagt, wir machen Speedrun und wir sind entschlossen. Ja, wir haben gesagt, wir machen einen Speedrun und bringen sie um. Sie ist definitiv tot. Wir haben sie umgebracht. Ich meine, noch töter als ein Geist kann sie nicht sein. Da hinten liegt sie, die Knochengerüst. Also haben wir Plan 1, sie umzubringen, haben wir ja wohl erfüllt. Jetzt geht's weiter mit Speedrun. Klingt super, tu es. Lass die Prinzessin von dir Besitz ergreifen. Die Prinzessin schwebt vor dir durch die Luft. Sie hält kurz inne und starrt dir mit ihren dunkel umrandeten Augen tief in deine eigenen. Ihr Blick wiegt hungrig. Danke für den Körper, Mörder. Was machst du da? Lass sie doch nicht einfach so rein. Wie oft muss ich es noch sagen, Mann? Bis gleich. Sie saust auf dich zu und dann ist sie verschwunden. Eine durchdringende Kälte breitet sich in dir aus. Sie beginnt in deiner Brust und zieht von deinem Herzen bis in deine Gliedmaßen. Als sie deine Seele ergreift, legt sich eine trübe Verwirrtheit über deinen Geist. Irgendwie gefällt mir das nicht. Können wir nochmal von vorne anfangen? Was ist das für ein Geräusch? Ich fürchte, dafür ist jetzt zu spät. Die Taubheit wandelt sich in einem stechenden Schmerz. Deine Muskeln zucken und verkrampfen, wobei jede ungewollte Bewegung Wellen unsagbarer Qualen durch deinen Körper jagt. Du brichst auf dem Boden zusammen und alles wird schwarz. Steh auf. Du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen. Du kommst langsam wieder zu dir und schlägst die Augen auf. Dein Blick ist ganz verschwommen. So fühlt es sich also an, du zu sein. Körperlose Stimmen beschreiben jeden deiner Schritte? Ja. Bei dir ist das also nicht so? Offensichtlich nicht. Sonst hätte sie ja nichts dazu gesagt. Sind diese ganzen Glasscherben auf dem Boden auch ein Teil von dir? Ey, ich bin keine Glasscherbe. Ich bin... Ja, ich höre. Sprich ruhig weiter. Was bist du? Ich bin... Stimme? Ich bin einfach ich. Wen kümmert's, was wir sind? Wir existieren. Das ist alles, worauf es ankommt. Musst du dich die ganze Zeit mit diesen nervigen Streitereien herumschlagen? Nein, das ist wichtig. Wir sind... Was wir sind, ist nicht egal. Wenn ich eine Glasscherbe bin, wirft das Fragen über gewisse andere Stimmen hier drin auf. Ich bin eindeutig genauso beschaffen, wie du es bist. Hoffentlich verschwinden sie, wenn wir diesen Ort verlassen haben. Ich weiß wirklich nicht, wie du diesen ganzen Lärm erträgst. Ich meine ja auch nicht dich, sondern ihn. Ihr müsst nicht wissen, was ich bin. Ihr müsst nur wissen, dass ich mich von euch unterscheide. Ich bin wichtiger. Erzähler, ey. Du bist also der Strippenzieher, derjenige, der meinen Tod zu verantworten hat. Es ist offensichtlich, dass du nicht hierher gehörst. Du bist ja kaum hier. Wie diese Umrisse von etwas, das zurückgelassen wurde. Du bist eher eine Erinnerung als eine Person. Ja, das ist unhöflich. Eigentlich bist du mir ziemlich ähnlich. Ich werde sie einfach ignorieren. Du rappelst dich vom Boden auf. Die Prinzessin ist nirgends zu sehen. Natürlich ist sie nirgends zu sehen. Weil ich mit euch hier drin bin. Das wissen hier alle. Das ist doch nur die Einleitung. Der Raum ist leer, weil du eine strotzige, idiotische und völlig törichte Entscheidung getroffen hast. Ach, halt den Mund. Hör auf, alle manipulieren zu wollen. Oder mach weiter. Eigentlich ist es egal, weil du eh nicht mehr lange da sein wirst. Das macht mich wahnsinnig, bitte. Was immer du tust, du darfst diesen Ort nicht verlassen. Noch ist es nicht zu spät, das wieder in Ordnung zu bringen. Hoffe ich. Erschlagt die Prinzessin. Wir haben zwei Sachen. Prinzessin erschlagen und Speedrun. Wir sind im Speedrun drin und jetzt haben wir die Chance, die Prinzessin zu erschlagen. Wir erschlagen die Prinzessin. Na, das ist doch mal eine interessante Idee. Moment, die ist in mir drin. Das war mir gar nicht in den Sinn gekommen. Sie zu erschlagen bedeutet, dich selbst zu erschlagen. Bist du wirklich dazu bereit? Wow, mir geht's irgendwie wie mit einem Erzähler. Also, zu der Millisekunde, wo ich geklickt habe, erschlag die Prinzessin, ist mir klar geworden, was das bedeutet.
Natürlich sind wir das. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Na gut. Besser so, als sie hier herauszubringen. Was tust du da? Hört ihr das? Sie hat Angst. Verschwenden wir keine Zeit. Tu es. Du hebst die Klinge und stößt sie dir tief in den Bauch. Schmerzen durchziehen deinen Körper, als du versuchst, die Schneide zu drehen und auf dein Herz zu richten. Die Prinzessin, deren Geist an deinen Körper gefesselt ist, wie er zuvor an den Keller gefesselt war, schreit vor Schmerzen auf, als du durch Organe und Muskeln schneidest. Nein! Deine Haut prickelt und beult aus, als sie sich gewaltsam von innen dagegen stemmt. Kleine Teilchen von ihr dringen hindurch, weiß und von einem außerweltlichen Leuchten erfüllt, doch die Wände deines Gefängnisses halten. Was glaubst du, wer du bist, dass du versuchst, mich mit dir gemeinsam auszulöschen? Dir werde ich es zeigen. Ich kann etwas viel Schlimmeres anrichten als das kleine Messer. Nicht du tötest mich, nein, ich töte dich. Ich werde diesen Körper in Stücke reißen. Na, das wäre doch mal interessant. Das würde ich gern sehen. Aber ich glaube, das hier ist für uns alle das Ende. Ich hab doch gesagt, ich gehe, du kleiner Psychopath. Du spürst ein gewaltiges Reißen, als hätte es die Form, die du für die deinige gehalten hattest, nie so gegeben. Etwas in dem Raum, den du einnimmst, hat sich entschieden zu gehen. Und es hat dich mitgenommen. Du wurdest von dir selbst getrennt. Oder von etwas, was einst dein Selbst gewesen ist. Oder von etwas, das einst wichtig gewesen ist. Auf jeden Fall wurdest du von irgendwas getrennt. Zu Anfang tut das Vergessen weh. Doch dann vergisst du auch den Schmerz. Glaubst du etwa, das war es jetzt, du selbstzerstörerischer Mörder? Die Worte erklingen sowohl in deinem Kopf als auch außerhalb. Vor dir auf dem Boden liegt eine sich windende Masse an Fleisch und Schuppen und Federn. Sag nichts? Warst du das? Na toll. Du bist also mitgekommen. Zumindest scheinst nur du hier zu sein. Es wäre schrecklich gewesen, wenn die anderen auch hier drin, insbesondere dieser Besserwisser. Ich tu mal bereitwillig so, als hättest du dich gerade nicht selbst erstochen, um dir eins auszuwischen. Aber glaub ja nicht, ich würde irgendetwas vergessen. Das hier ist ein reines Zweckbündnis. Gluckernde Flüssigkeit blubbert aus offenen Stellen der sich zersetzenden Masse vor dir. Sie versucht zu sprechen, doch das zur Sprache befähigende Gewebe fehlt. Moment, vielleicht zählt das immer noch als gemeinsames Verlassen dieser Hütte. Na los, verschwinden wir von hier. Wenn ich nichts sag, wird sie weiter reden. Entschuldigung, alles Quatsch, Fragen schon mal gar nicht. Einverstanden, gehen wir. Ich brauche deine Erlaubnis nicht. Ihr rast zur Treppe, doch die Zeit scheint langsamer zu werden, je näher ihr dem Ausgang kommt. Es braucht nur einen Augenblick, bis ihr die Hälfte geschafft habt und dann 2 Augenblicke, um die verbleibende Strecke zu halbieren. Stück für Stück halbiert ihr eure Strecke, bis das Obergeschoss fast in Reichweite ist. Na los, komm schon, mach schon. Du sitzt in einem leeren Raum. Eine Fessel gräbt sich in dein Handgelenk und kettet einen Arm an die Wand. Es ist still und du bist allein. Das hast du verdient. 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 Ich glaube, wir haben das verdient. Das haben wir verdient. Und? Wir sind jetzt im Kopf der Prinzessin? Ich meine, es war mir klar, als wir hier unten, als da stand, dass wir mit der Hand an eine Wand gefesselt sind, war mir klar, dass wir die Prinzessin sind. Aber ich dachte, wir sind die Prinzessin. Nein, wir sind nur eine Stimme im Kopf der Prinzessin. Und, bist du noch hier? Ich sag einfach nichts. Ich glaube nicht, dass Schweigen funktionieren wird. Ich kann es spüren, wie du dich fürs Schweigen entscheidest.
Warte. Die Zeit vergeht. Du bist immer noch hier. Ist der Rest von dir verloren gegangen? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist die letzten beiden Male, die ich hier war, nichts passiert, bis ich eine Titelkarte gesehen habe. Wir haben noch keine Titelkarte gesehen. Ne? Eine Titelkarte? Wovon zum Teufel redest du? Die meinten Titelscreen. Alter Schwede, wie geil. Okay. Ach, egal, ich habe nichts gesagt. Spielverderber. Das ist jetzt unser, wievieltes Mal? Das dritte? Kapitel 3. Die Prinzessin und der Drache. Was? Oh, du hast die Reihenfolge geändert. Wir sind immer noch im Speedrun. Warte, ich bin ein Drache, geil. Ich bin ein Drache, geil. Du weißt schon, dass Drachen Monster sind, ja? Naja. Aber gut, wenn dich das glücklich macht. Das gedämpfte Klicken eines Riegels und ächzende Scharniere. Etwas ist hier. Dein Blick fällt auf deine Hände. Erst sind sie fest, dann durchsichtig. Und dann wieder fest. Ich glaube nicht, dass du weißt, was wir sind. Es ist, als wären wir erst das eine, dann das andere. Oh Mann, entscheide dich endlich. Es ist klar, was jetzt kommt. Ein Geräusch auf dem Boden über euch. Und noch eins. Dann das Kratzen von Metall. Dein Körper hört auf zu flackern. Du bist kein Geist mehr. Du hast also das Messer mitgenommen. Natürlich. Erneut das Ächzen von Scharnieren. Doch diesmal ist das Geräusch klar. Näher. Werde ich irgendetwas sagen? Werde ich irgendetwas sagen? Stille. Anscheinend nicht. Auf der Treppe bewegt sich etwas. Du bist immer so laut, wenn du die Treppe runterkommst. Echt, jetzt sind wir so laut? Ich dachte eigentlich, dass wir so sanftfüßig runtergehen. Das sind wir? Eine Gestalt erscheint, in Gefieder der Dunkelheit gehüllt, mit leuchtender Klinge, und die Welt folgt ihr nach. Sie starrt dich aus wilden, leeren Augen an. Alter, sind wir ein Monster, hey. Das muss ich mir mal genau angucken. Seht ihr das? Krass. Hallo? Was willst du machen? You're missing something important, aren't you? Euch fehlt da etwas Wichtiges, stimmt's? Die Figur neigt ihren Kopf zur Seite. Fragend, misstrauisch, feindselig. Ihre Gefühle sind undurchschaubar. Klar, ihr fehlt das Selbstbewusstsein, also das eigene Bewusstsein. Der Stimme fehlt das eigene Bewusstsein. Der Stimme, dem Monster, also uns. Und dem Monster halt. Das hat keine Ahnung, wie viele Stimmen im Kopf. Ein Erzähler auf jeden Fall, der sagt, was machen soll. Aber es fehlt meine Stimme. Das weiß ich, weil dieser Teil hier ist. Bei mir. Die Stille hält an. Ich hasse diese Stille, die macht mich ganz... Ich würde gern das nehmen, aber wir haben gesagt Speedrun. Ach, ist das so? Du starrst nämlich ständig so still vor dich hin. Gefällt mir auch nicht. Hey, ich rede mit euch. Es ist unhöflich, sich vor anderen zu unterhalten und sie nicht mit einzuschließen. Oh, du würdest wohl gern wissen, was wir so denken, hm? Er hebt die Klinge am Griff hoch und lässt sie vor seinen Augen baumeln. Aber ich glaube, gerade haben wir die Karten in der Hand. Ich hätte jetzt gesagt, von der Stimme ist das so der Held, aber der Held ist kein Sadist und so klingt der eher. Aber sie weiß, dass unsere Entscheidungsträger fort ist. Ein ziemlich komischer Bluff, wenn es nicht wahr wäre. Okay, sie hat also... Sieht eher aus wie der Feigling oder so.
Gibt's einen Feigling? Ich finde es ja toll, dass du dich einbringen möchtest, aber ich glaube, das sollten wir unter uns besprechen. Ja, aber ich will nicht. Es tut mir so leid, wir brauchen nur noch einen Moment. Stille, als die Figur vor dir sich wieder in sich zurückzieht. Unglaublich. Ich sag jetzt einfach mal nichts. Oh, wenn die wirklich glauben, dass wir einfach nur still hier rumsitzen, haben sie sich geschnitten. Einen Moment. Hey, ich rede mit euch. Entschuldigung. Die stellen sich hier drin gerade alle etwas dämlich an. Mehr Stille. Ich glaube, sie wollen dich töten. Zumindest will das der Neue. Er ist wirklich sehr, sehr leidenschaftlich bei der Sache. Na, das kann er ja gerne versuchen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob ihr das Zeug dazu habt. Nicht ohne euer fehlendes Stück. Na, damit schlagen wir ja direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Wie verlockend. Soweit ich mich erinnere, war es beim ersten Mal ziemlich leicht, dich zu töten. Und diesmal bist du wieder ganz schön... Wie nennt man das? Ich muss mal den ein bisschen genauer angucken hier. Krass, ey. Fleischig. Ich hätte jetzt gesagt am Leben, aber okay. Ja, genau. Genau das Wort habe ich gesucht. Du bist jetzt richtig fleischig. Keine Körperlosigkeit mehr in Sicht. Vertrau mir. Ich würde das hier nicht machen, wenn ich es nicht für einfach halten würde. Dann versuch's doch, aber nur, dass du es weißt. Beim ersten Mal hast du mich kalt erwischt. Das wird nicht nochmal passieren. Tja, was soll ich sagen? Wenn ich mich jetzt schon nicht voll drauf eingestellt hätte, würde ich einen Rückzieher machen. Aber so muss ich wohl so tun, als würdest du bluffen. Was du vielleicht bestimmt machst. Er fängt an, ein bisschen zu zweifeln. Kommen da etwa Zweifel? Halt den Mund. Du spürst, wie du erst schrumpfst, dann wächst und dich schließlich immer hin und her wechselst, während die Figur vor dir mit erhobener Klinge und gespreizten Flügeln zum Angriff übergeht. Ey, ich muss mir das alles genau angucken hier. Ich hab das... Also... Ich weiß jetzt, ob das zum neuen Content gehört. Ich habe das ja vor einem Jahr schon mal gespielt und ich habe es auch ein Ende. Also wir haben die Gefäße, ja, wir haben ja alle Gefäße gebracht und haben es voll gemacht. Könnt ihr übrigens auf meinem Kanal nachgucken. Da rede ich noch eventuell einen anderen Dialekt, ein bisschen. Aber das hier, das gab's nicht. Oder habe ich es zumindest nicht freigespielt. Ich weiß nicht, ob es das gab. Wir sehen. So. Also geht zum Angriff über. Also bevor hier irgendetwas passiert, wollte ich nur sagen, dass wir hier nicht alle damit einverstanden sind. Na. Wir haben abgestimmt. Guck mal, wie der immer grinst, hey. Es war kein Mehrheitsentscheid. Doch, wir hatten die relative Mehrheit. Er zählt nicht. Wer ist er? Ach, er. Wer sagt das? Ich. Er ist keiner von uns. Ah, er redet vom Erzähler. Wir haben also auch die Erzählerstimme. Er ist schon von Anfang an dabei. Damit hat er sich ein Mitspracherecht verdient. Außerdem werdet ihr uns noch danken, wenn das hier endlich vorbei ist und wir ganz oben an der Spitze stehen. Aber genug geredet. Ach, du hast also endlich entschieden, mal in die Pötte zu kommen, ja? Ein Augenblick Stille, in dem euch kalte Augen anstarren. Aber traurige Augen. Und dann Stille, in der sanfte Augen zögern. Doch das Zögern hält nicht lange und du spürst den stechenden Schmerz, als sich kaltes Metall tief in deine Brust bohrt. Doch du spürst auch noch etwas anderes. Wut, die von deinem Herzen bis in deine geballten Fäuste fließt. Du lässt deine Faust in das Gesicht vor dir sausen und du spürst deine Knochen brechen, als ihre Faust auf deinen Kiefer trifft. Du stolperst durch den Raum. Wir sind wieder zurück.
Du bist so eine Enttäuschung. Als ob du das besser könntest. Die Prinzessin reißt sich die Klinge aus der Brust und schneidet sich wutentbrannt von der Kette. Alter. Halt, warte, ich bin wieder in meinem Körper. Stopp. Ich bin wieder zurück in meinem Körper, aber du solltest es tun. Töte mich. Rette dich selbst. Das sagt nichts. Halt, warte, weil ich bin wieder in meinem Körper. Oh. Du bist anders. Du bist zurück. Ganz wie geplant. Die Führungsrolle liegt mir einfach nicht. Das ist der Opportunist. Er war das die ganze Zeit. Er war die gelbe Stimme. Dann muss mein nächster Schlag wohl sitzen. Shit. Sie kommt auf dich zu, hebt die Klinge, um dich anzugreifen und tötet uns. Auf jeden Fall trifft sie dich und es tut weh. Aber das Messer bleibt in deinem Körper stecken. Als du ihr Handgelenk ergreifst, bohrt sie die Waffe immer tiefer in deinen Brustkorb. Deine Knie geben vor Schmerz nach und als sie dich gewaltsam zu Boden drückt, bist du hin und her gerissen zwischen zwei Orten. Krass. Ich hole dich zurück. Ernsthaft? Du bist Stärke und du bist Schwäche. Du bist Hoffnung und Verzweiflung. Akzeptanz und Ablehnung. Du bist die Leinwand und der Künstler. Du bist Opfer und Täter. Du bist Leben und Tod. Der Held und die Prinzessin. Die Prinzessin und der Drache. Lass uns nicht hier sterben. Du schlägst die Tür vor deiner Nase zu. Lass nicht alles hier sterben. Du musst es beenden. Seine Worte sind leer, leere Echos. Die wilden Gedanken eines Geistes. Bitte. Doch er ist bereits fort. Die Fäden finden zusammen und bilden einen endlosen Kreis. Heißt das, wir sind jetzt zusammen? Du blickst auf deine von Erinnerungen befleckten Hände. Vielleicht. Warum haben wir gegeneinander gekämpft? Ihr habt damit angefangen. Wir brauchten irgendwas zu tun. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Auf einen Neuanfang! Ist euch kalt? Wir haben ein Ende erreicht. Oder? Im Moment! Ach so! Die haben nur... Also wir waren ja jetzt gerade eben beides. Wir waren ja die Prinzessin und das Monster gleichzeitig. Und dann kam dieses Wesen und hat uns nur die Prinzessin weggenommen, weil sie braucht ja ein Gefäß. Euer Frieden hält nicht an. Und das wird er auch nie. Es ist Zeit zu gehen. Deine Erinnerungen kehren zurück. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sollen wir sie suchen gehen? Und ist das ein Spiel? Warum ist er hier? Warum jetzt? Speedrun. Du näherst dich dem Spiegel. Es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich anders an. Endgültig. Wenn sie es nicht machen wollen, will ich auch nicht. Ignoriere diese Feiglinge. Du musst hineinschauen. Die Stimmen hören sich klein und weit entfernt an, als du dich ihm näherst. Betrachte dein Spiegelbild. Es ist totenstill, als du deine Hand ausstreckst. Wieder einmal sind sie fort. Der Spiegel lässt sie verschwinden. Aber du musst sehen, was in ihm ist. Du bist gewachsen. Du befindest dich wieder in der langen Stille. Du stehst vor der Hütte. Als ich dich allein in der langen Stille fand, hatte ich große Angst. Was, wenn du dich entscheiden würdest, mich verkümmern zu lassen? Aber dein Entschluss steht nun fest. Du bist zurückgekehrt und hast somit den Pfad der gegenseitigen Vernichtung hinter dir gelassen.
Wenn du mich immer noch zerstören willst, dann musst du warten, bis ich vollkommen bin. Leere Städte mit flackernden Lichtern werden zu Regenorten voller Leben. Ich bin mehr, als ich zuvor war. Wann immer du bereit bist, werde ich deine Erinnerung auslöschen. Junge, dieses Speedrun-Ding nervt mich so. Ich würde so gern Fragen stellen, so gern. Guck mal, guck dir das an, was wir so alles fragen können. Wie viel müssen wir ihr noch bringen? Wen soll ich dir als nächstes bringen? Was denkst du über das Gefäß? Stimmt das wirklich, dass sie gesagt hat, wenn sie vollkommen ist, können wir sie vernichten? Sollen wir sie dann vernichten? Ich bin bereit, zurückzukehren. Ich werde deine Rückkehr herbeisehen. Aber ich werde auch Zeit haben, darüber nachzudenken, was ich bin. Wir werden uns wiedersehen. Alles wird schwarz und du stirbst. Kapitel 1. Der Held und die Prinzessin. Junge! Alter Schwede! Was ne Folge, hey! Was ne Folge! Das war ja mal krass. Also, okay, das ist, ja, trotz Speedrun die bisher längste Folge gewesen. Die machen wir jetzt einfach noch ein bisschen länger. Machen wir halt die längste Speedrun-Folge der Welt draus. Wir tun mal schön speichern. Und zwar an dieser Stelle. 1:30 Uhr hier, Leute. Danke fürs Zugucken. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ich würde so gerne das Ganze live machen, in einem Livestream. Das Problem ist, es guckt ja keiner zu. Es ist halt ein bisschen doof für einen Livestream, wenn keiner zu. Also ein Livestream, wo dann halt Leute sagen können, mach das oder mach das. Und dann könnt ihr halt entscheiden. Das wäre richtig cool. Das Problem ist halt, ich bin ein kleiner Pups-Kanal. Hab keine Leute und die ich hab, die gucken nicht zu. Schade eigentlich. Aber ein Livestream wäre mal wirklich richtig cool. Ich weiß nicht, wenn sich, keine Ahnung, 3 Leute finden oder sowas, könnte das schon reichen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach meine Freundin und ich. Ich bin ja nur dann das Gefäß von den Leuten. Junge. Okay. Denkt mal drüber nach, wenn ihr Bock habt, dass ich das in einem Livestream spielen will. Keine Ahnung, schreibt's in die Kommentare. Ich weiß, normalerweise sage ich nie, schreibt's in die Kommentare, lasst mir ein Like da, klickt die, was weiß ich was, ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne mich sehr wohl aus, aber ich hasse das an YouTube-Videos. Wenn alle 2 Sekunden ein Ding aufploppt, drück dahin, mach das, abonnier, kitzel mir die Eichel oder sowas, keine Ahnung. Und deshalb mache ich das nicht, weil es mich selbst nervt. Aber, wenn ihr wollt und Bock habt, dass wir einen Livestream machen, wo ihr dann mitmachen könnt, sagt Bescheid. Lässt sich was einrichten. Und auch wenn ihr das irgendwie, keine Ahnung, was haben wir heute? Sonntag. Die Folge kommt am Montag raus. Und auch wenn ihr das erst am Dienstag oder Mittwoch seht, falls ihr überhaupt bis hierhin kommt, sagt Bescheid. Lässt sich bestimmt für nächstes Wochenende, also das darauffolgende Wochenende, dann irgendwie was einrichten oder so. Ich hoffe, dass es nicht funktioniert, weil da kommt nämlich die Monster Hunter Demo raus. Nee, wird schon. Wenn ihr Bock auf Livestream habt, sagt Bescheid. Kriegen wir schon irgendwie hin. In diesem Sinne, links tschüss, rechts tschüss, überall tschüss. Und tschüss.